Welchen Urkanton sollte man eurer Meinung nach nicht besuchen und warum? Uri. Warum? Das stinkt. Salut zusammen! Ich bin hier unterwegs mit dem Robin aka Schweizkiste. Hallo! Und wir machen heute eine Tour durch Urkanton. Also sprich, wir gehen alle Urkantone abklappern und schauen, welches der dümmste ist. Der Robin ist übrigens auf Facebook und auf Instagram sehr bekannt. Da seht ihr gerade Screenshots von seiner Seite. Schaut dort mal vorbei, ist unten verlinkt. Viel Spaß! Weißt du zufälligerweise, wenn die Eidgenossenschaft gegründet worden ist? Oh Scheiße. Ey, ich muss weiter. Sorry. Okay, ja, das sind immer die guten Antworten. Ihr seid so richtige, wahre Urschweizer, man sieht euch richtig an. Ihr seid Nachfahren von Wilhelm Tell und wir werden heute herausfinden, welches der dümmste Urkanton ist. Was würdest du schätzen, welches ist der dümmste Urkanton? Was ist ein Urkanton? Thurgau ist kein Urkanton. Ein Urkanton ist Uri-Schweiz und Unterwalden. Kommen dir Urkantoner gut miteinander aus? Das heisst, kommen dir Urner gut mit Nidwaldner aus oder kommen dir Urner gut mit Schweizer aus und untereinander? Ich weiss nicht, was Urkantone sind. Geht. Nidwaldner sind halt ein bisschen peinlicher als die Obwaldner. Das heisst, würdest du Nidwaldner erkennen, wenn es jetzt hier Nidwaldner hat? Nein, ich weiss ja nicht. Ich muss ein bisschen mit ihnen reden. Okay. So wirst du mich erkennen? Bist du Nidwaldner? Ja. Welchen Urkanton sollte man eurer Meinung nach gar nicht besuchen? Wo ist es gar nicht schön? Welche Leute sind am unfreundlichsten? Welcher Dialekt ist scheiße? Also vom Dialekt her St. Gallen. Uri. Warum? Das stinkt. Nidwalden. Warum? Ja, der Dialekt ist ein bisschen lustig. Also, Zürich. Nidwalden. Warum? Ja, was nebendran ist. Obwalden. Okay, und aus welchem Grund nicht? Stinkt ein bisschen. Ja, Nidwalden. Warum nicht? Weil es nicht Obwalden ist. Okay. Also ich bin schon tolerant, aber ich würde schon sagen Obwalden, weil ich meine, Obwalden ist sehr klein und Sarne, also die Hauptstadt von Obwalden, ist ziemlich hässlich. Was sind denn wir, die nicht von einem Urkanton kommen, für euch? Sind wir überhaupt echte Eidgenossen oder sind wir mehr so die Blöden von nebenan, die einfach irgendwann sich dazugeschlossen haben? Ja, ist ein bisschen zweitrangig, finde ich jetzt. Schweizer, aber nicht Eidgenossen? Ja. Okay, wir sind quasi so die sich einfach später billig im Bund angeschlossen haben. Voll. Okay, wir Idioten, wir Arschlöcher, wir Profiteure, wir Parasiten. Das Internet muss ich echt sagen. So. Nur ihr seid Eidgenossen? Ja, nur wir sind Eidgenossen, weißt du, das gehört halt dazu. Okay. Schweiz, Uri und so, Nidwalden. Du siehst auch viel eidgenösserisch aus wie ich, muss ich jetzt ehrlich sagen. Alle Menschen aus anderen Kantonen sind genau gleich für uns wie aus Nidwalden und so weiter. Zugewanderte Schweizer. Ja, also so Zweitklass-Schweizer. Genau. Ja. Nicht die echten Eidgenossen, nicht Nachfahren von Wilhelm Tell wie die zwei. Ja, würde ich sagen. Was würdest du meinen? Ich glaube, ich würde ihm zustimmen. Chief Giannone, was sagst du? Ich sage auch das Gleiche, bro. Ja, schon so wie die zweite Reihe, kann man sagen. Zweite Klasse. Ja. Nicht. Wir sind nichts. Ja. Gehören wir überhaupt dazu? Nein. Also das heisst, wir könnten uns eigentlich auch ausschaffen. Ja. Er ist jetzt zum Beispiel Basler. Ist er für dich ein echter Eidgenosse? Nein. Warte, gehört Basel auch dazu? 1291 ist die Eidgenossenschaft gegründet worden. Das ist vor etwa 726 Jahren. Wenn jetzt aber die Eidgenossenschaft vor 100 Jahren gegründet worden wäre, wie alt wäre sie denn? Scheiße, ich mag nicht rechnen. Keine Ahnung. Ja, immer noch gleich alt. 626. 626. Was meinst du? Ja, 100 Jahre. Genau, sie wäre 100. Welcher berühmte Armbrustschütze wird denn mit dem Datum in Verbindung gebracht? Wilhelm Tell. Wilhelm Tell, genau. Und wie hat er zum Vornamen geheißen? Wilhelm. Was? Wilhelm. Sensationell! Wilhelm! Chief Giannone! Nein, doch, das weiß ich. Walter. Was aber viele nicht wissen, ist, wie der Wilhelm Tell zum Vornamen geheißen hat. Weißt du das? Sebastian. Keine Ahnung. Es war ein ziemlich schweizerischer Name. Wie hat er geheißen? Fritz. Keine Ahnung. Weißt du nicht? Ich auch nicht. Wahrscheinlich. Nein. Keine Ahnung. Wie hat der Wilhelm Tell zum Vornamen geheißen?
Aha, nein, keine Ahnung. Wie heißt der? Josef. Josef Wilhelm Tell, fast. Hans. Hans Wilhelm Tell, genau, sehr gut.